Gerade der einzige Mein Name ist maskulinere. Dr. Brown, aber ihr könnt mich Doc nennen. Hey, Tag, Doc. Ach, was würde ich darum geben, an eurer Stelle zu sein? War die Ausbildung schlimm? Ach nö. Folgt mir, ich kann es kaum erwarten, euch die neuen Gimmicks zu zeigen. Das ist die Schusswaffenabteilung, aber Agenten eures Kalibers brauchen keine solchen Waffen. Und sind wir das überhaupt? Ja. Aber das sind das mit die anderen. Ja, das sind die richtigen Agenten. Aber in Wahrheit sind sie schon tot. Zumindest im Film. So, will man gerade mal zuerst mal entschuldigen, weil wir jetzt das Geklicke Meine gehört haben. Herren, für unsere besten Agenten haben wir hier Medikamente der neuesten Generation. Oh. Pillen, um die Ausdauer zu erhöhen und solche, die im Handumdrehen gesund machen. Pillen für Unsichtbarkeit und Superkräfte, solche, um durch Wände sehen zu können und andere, um höher zu springen. Dann haben wir... Hey, Die Drogen. Wachstum. Hey, was willst du? hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich brauche keine Pillen gegen Kopfschmerzen. Nach einer durchzechten Nacht hilft gegen das Schädelbrummen nur eins: ein paar Bierchen nachzukippen. Wie? Nö. Ich meine die Unsichtbarkeitspille. Hä? Wenn wir an die rankommen, könnten wir sofort von hier verschwinden. Ja, aber welche genau ist es? Mal schauen. Ah, da sind sie. Unsichtbar. Nimm. Natürlich. Dann haben wir Pillen gegen Blähungen und mein Favorit ist die CX32. Das haben wir Damit geschluckt. werdet ihr zu Meisterschneider. Ah, wie ich sehe, habt ihr es eilig. Ihr habt bereits die Satellitenortungspillen eingenommen. Mist. Nein, Doc. Sie irren sich. Das ist die Unsichtbarpille. Ganz genau. Unsichtbar. Un steht für die Dauer, die die Pille in eurem Organismus verbleiben wird. Nämlich ungefähr 25 Jahre. Und sichtbar, weil unsere Satelliten euch damit an jedem Ort auf der Welt orten können. Und das Beste daran ist, dass wenn der Feind versucht, euch den Tracker zu entfernen, explodiert das Ding. So wird vermieden, gefoltert und verhört zu werden. Plot, hä? Hast du gehört, Agent Anderson? Ja, An jedem Ort auf der Welt. Ist das nicht wunderbar? Ich zeig dir gleich, was wunderbar ist. Unsichtbarkeitstest Nummer 217 beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. ähm, Oh. Endgültig unsichtbar. Ja, an der Unsichtbarkeit müssen wir noch etwas arbeiten. Keine Sorge, eure Tracker sind zu 90% funktionsfähig. Wenn ihr es vermeiden könntet, die Explosion von eben in eurem Bericht zu erwähnen. Was meinst du, Dicker? Sollen wir? Ja, okay, wenn's sein muss. okay. Okay. Jetzt? Was jetzt? Danke, Doc. Wenn ihr hier fertig seid, würde ich die Agenten mitnehmen. Sicher, meine Herren, es war mir eine Freude. Entschuldigung. Nochmal die Unsichtbarkeitstablette. Ach, kein Grund zur Sorge. Bei Pillen gegen Blähungen kommt dies manchmal vor. Folgt mir. Die Testperson ist explodiert. Bevor ihr wieder an die Arbeit geht, wie wäre es, wenn ihr unseren Rekruten einige Kampftechniken beibringen würdet? Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass zwei Superagenten zu Besuch sind. So gut sind wir dann auch wieder nicht. Nicht so bescheiden, Agent Smith. Ich habe Ihre Akte gelesen. 2. Dan mit schwarzem Gürtel in Karate und Judo, sowie ein ausgezeichneter Flamenco-Tänzer. Ihnen jedoch, Agent Anderson, würde ein bisschen körperliche Aktivität nicht schaden, finden Sie nicht? Und rasieren habe ich doch gesagt, oder? Noch nicht. Dann sage ich es jetzt. Ja, Sir. Ich habe es auch gehört, also rede ich nachher nicht wieder raus. Na los, ab ins Fitnessstudio, Jungs. Wirklich sein in die Fresse. Oh je. Yeah! Ja. Was ist denn? Ah! Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal machen. Oh, Helm? Boah.
Ah. Ich muss ein bisschen rennen. Ah. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. Ach so, ja. Hä? Was hast du mit Oh. LT? Angriffswaffen? Ich muss einfach da rennen. Und dadurch durchlaufen die Gegner umwerfen. Oh. Fangen die Rollschuhe jetzt an? Hey, Oh, Box. der Typ geht einfach jedes Mal automatisch hoch und runter. Dong. Dong. Komm schon. Ah, das bist du ja. Sag das noch nächstes Mal. Ah, jetzt kann ich das. Dann bin ich einfach so dermaßen kurz gut geschützt. Aber komisch, dass es vorher nicht genommen hat. Na komm schon. Was ist denn hier passiert? Anderson, ist das Ihr Werk? Um Himmels Willen. Sie wissen doch, wie das ist. Eine Ohrfeige folgt der anderen. Wir haben uns ein bisschen reingesteigert. Sehr gut gemacht, Smith. Ihr Luschen, ab unter die Dusche. Es gibt Neuigkeiten. Es scheint, dass es eine Verbindung zwischen den illegalen Wetten und dem Handel mit dem gelben Gold gibt. Aber wir wissen noch nicht viel darüber. Eure gefälschten Identitäten wurden bereits erstellt. Ab jetzt seid ihr Polizeiagenten. Verstanden. Kapitänin Jones erwartet Sie in Chinatown mit weiteren Anweisungen. Agent Smith, Sie sind die Nummer 1 und haben das Kommando. Ach, das war ja klar. Ach, wenn ihr in eurem Bericht die Kampfübungen, die meine Kadetten chancenlos gegen euch verloren haben, vielleicht besser nicht erwähnen könntet. Aha, bewegt nicht mal die Lippen mehr. Ja, das. Und wieder ein Level abgeschlossen. Also momentan ein bisschen wenig Girls und ein bisschen wenig Geld hier. Du, jetzt kommt doch das Girl. Hast du nicht gehört? Agentin. Ja? Ja. Spezialagentin. Das heißt also, wahrscheinlich hat sie doch auch das Kampftraining absolviert. Weißt du, was ich meine? Ja? Nick, hä? Das Kampftraining. Okay, was haben wir jetzt? Wie viel haben wir jetzt geschafft? 2, 4. Jetzt haben wir schon 6. Jetzt haben wir schon fast schon die Hälfte. 2, 3, 4, 5. Wollen wir jetzt noch das Chinatown auch machen? Dann machen wir den Rest morgen. Ja, doch. Komm, wir sind gerade dabei. Hast du gehört? Oh, Gelbes Gold. Ich hab's gehört. aber da war sie Das nur. Gold in die Hände bekommen? Gehen wir nach Florida feiern. Wir sind doch schon in Florida. Ach ja, stimmt. Wir sind wir eigentlich normale Da Polizisten. ist er. Das muss er sein, der... Kapitänin Jones, es ist uns eine Ehre, in Ihrem Dienst zu stehen. Ihr Ruhm und Ihre Schönheit sind in aller Munde. Da seid ihr ja endlich. Als wir erfuhren, dass wir mit Ihnen arbeiten würden, sind wir losgeeilt. Ist ja gut. Aber sagt eurer Abteilung, dass sie uns das nächste Mal früher benachrichtigen sollen, wenn sie Leute schicken. Wir sind hier mitten in einem Polizeieinsatz. Ja, Chefin. Zu Befehl, Chefin. Wir haben Informationen, dass sich Banden aus Chinatown und Little Italy zusammengetan haben, um einen großen Wettring zu organisieren. Wir ermitteln. Die Menschen in der Nachbarschaft sind jedoch nicht sehr kooperativ. Fragt ein bisschen herum, ob jemand etwas weiß. Machen wir, Kapitänin. Hey, hör endlich auf, den Streber zu spielen. Lass uns lieber mit den Ermittlungen beginnen. 2 außer Rand und Band sind jetzt. Oh, Bruce Lee. Du hast eine tiefere Stimme. Mir scheint, als hätten die nicht vor, mit uns zu sprechen.
Kittens. Na, kommt her. Oh, das war genial. Dong. Auf jeden Fall. Hast du es aber gehört? Chinatown und Little Italy schließen sich zusammen. Das heißt, die Triaden und die Mafias schließen zusammen. Weißt du, was das heißt? Gleich damit? Hey, warst du das? Das kann ich nur zusammenschlagen. Oh, da kommen jetzt die Italiener. Nachdem die Chinesen nicht gekommen sind. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kommen Ja, bin ich alle jetzt? aus ihren Hallo? Löchern rausgekrochen. Ah, da drin. Auf jeden Fall. 2 außer Rand und Band sind hier. Aber ich finde es jetzt schön, dass es so richtige große Mastenschlägerei gibt. Ja. Wenn ich bloß nur treffen würde. Oh, ein Typ mit Helm. Komm her. Oh. Hey, guck mal, wie viele da sind. Und der Typ mit seiner Stange möchte ich einfach stunk machen. Also für die Übersicht ist es nicht ganz so hilfreich, so viel. Ja, definitiv. Jetzt dachte ich schon, du wärst ein Gegner. Ja, Boah, was geht ab? wir prügeln uns durch, Mensch. Denkst du, was wir machen, ne? Und hier was einen schönen Paukenschlag dazwischen. Komm mal her. Du auch. Du kriegst einen Tracht Prügel, wie es geziemt. Hä? So, was machen wir dich noch fertig? Dong. Haha! Wer will noch? Wer will noch? Ja, da drüben natürlich. Mach mal weiter. Komm mal her. Volltreffer. Aha. Haha. Ah, du warst das. Schade, wollte ich schon auf den nächsten Bezirk rüberschmeißen werfen. Hey, wirfst du mit Obst? Oh, Was ist der Typ? Motorrad. Hast du wird gesehen, wie ich ihn wieder? umgenietet habe? Ja. Komm mal her. Na du, komm her. Hey, mitten in der Luft habe ich ihn runtergeholt. Und der Typ will hier auch noch ein bisschen rumwerfen, oder was? Take this und das und. Autsch. Hey, gib mir nachher auch was zu essen, ne? Ja, sorry. Also, oh, danke Gott. Also der Typ jedenfalls, der mit dem Motorradhelm, der kann ein bisschen was einstecken. Ja, die können recht viel. Hey, du da, komm her. So, zensiert das, was da unten passiert. Oh, Bohnen. Ah, geil, Bohnen. Boom. Aber weißt du, was ich ein bisschen vermisse? So das Button-Mashing aus dem ersten Spiel. Ja, noch. Oh, nett. Cool. Komm hoch und das. Komm hoch. Oder nicht. Bleib liegen. Okay, das finde ich jetzt auch nice. Komm. Steh auf. Oh, shit. Ich mag es einfach, dass sie so rumfliegen. Dong. So. Ah, wird was gegessen. Gut. Ja, das war witzig. Was ganz witzig. Oh, Hey, nein. du? du, mein Kleiner. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass mich jemand abholt. Und Oh. wie heißt du? Magdalusen. Ich bin ein Schüler des großen Meisters Chan und lerne die uralte Kampfkunst der Underdebahn. Schau mal. War das eine Anspielung auf den Belgier? Oh, Upsala. Okay, wir haben verstanden. Pass aber auf, dass du nicht unter der Straßenbahn landest. Danke, großer Mann.
Hey, Und weiter. Oh, getrennt prügeln. Haha. ja, schon, aber wir haben gerade ein Kind gerettet und jetzt prügeln sie uns. War das eigentlich eine Anspielung auf den belgischen Schauspieler? Weiß ich nicht. Kann ich nicht. Da war ich doch auch der berühmte Kämpfer. Wie heißt der nochmals? Ah, der war eben ein bekannter Schauspieler. Wir können ein bisschen mehr rüberkommen. Ich fühle mich hier so einsam. Ja, komm schon. Ja, wir vielleicht sind dann in der Straßenbahn. Oh, komm mal her. Komm her. Ah, ja. So, noch ein Äpfel, ja. Da kommt keiner mehr. Keiner mehr Prügel. So, jetzt geht's noch ordentlich Dresche hier. Alpha für dich. Ah, Komm. Komm. Ach, schade. da könnt ihr ein bisschen schneller machen hier. Ich langweile mich hier zu Tode. Ah, Schade. Stand zu weit weg. Ja? Ach, das war's schon? Wie sieht die Lebensenergie aus? ja, mir reicht. Ist das Hühnchen. Das ist groß und stark und fett. So wie ich. Ah, deine Geschicklichkeit wird gefragt. Hey, aha, so. Ich glaube gar nicht Ja, musst du wieder gesehen, ja. hochwerfen. Ah, du hast noch übrigens hier noch deine Rollschuhe. Nein. Ah, jetzt kriegst du ordentlich Dresche hier. Mit neuen Boxhandschuhe. Die da oben hast du noch nicht abgeschossen, ne? Ja, wir Übrigens. brauchen mal zuerst was zum Schießen. Was zum Schießen oder zum Scheißen? Ja, das Dickerchen hier will einfach nicht K.O. gehen. Ah, Autsch. ah okay. Perspektive. So, das war's jetzt für dich. Ja, ich nehme doch die Rollschuhe. Hä? Oh, was kann ich hier? Ja. Ich muss jetzt erstmal Ruhe haben im Karton. Hey, Ruhe, Karton, hey. Guck mal, was hier alles rumfährt. Hey, du da. Ja, das mit dem Ziel ist schon wirklich nicht ganz so einfach. Ja, es liegt auch daran, dass du noch nicht die Biker, die Motorradfahrer abgeschossen einer hast. jetzt weg. Ah, aber Einer. endlich mal kommen noch hier ein paar Gegner. Wird es langsam langweilig hier. Sogar runtergeholt aus dem vom Ding. Motorrad. Und so Ja. Das Ding. Hey, komm mal her. Und der zweite weg. War's das jetzt? Nein, da ist noch einer. Autsch. Haha. Mist daneben. Was ist das denn hier? Der Oh. Bohnen wollte ich jetzt nicht essen, aber naja. Komm, Wo bist du? komm. Ach, schade. Kommst du jetzt? Ach, Mist. Okay, den Plan. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Wollte schon abschieben. Kann man eigentlich die Autos auch? Nee. Doch, mit denen kann man auch agieren. Ah, einfach auch mit der Tür auf. Ja, so wie beim ersten Teil. Oh, ein nächstes Minigame würde ich mal sagen, oder? Oh, ja. Nun, der hat ein verdächtiges Gesicht. Aha, stimmt. Aber wie bringen wir ihn zum Reden? Lass mich das machen. Ja, ja, war ja klar. Du bist ja die Nummer 1. Allerdings, das wollen wir auch nicht vergessen. Ja. Übrigens,
Ich sagte dir doch, dass der uns nichts verrät. Ach, Na, sieh uns doch an. Ich würde auch nicht mit 2 Bullen sprechen wollen. können wir gehen? Ich würde ja gerne. Aber du vergisst was. Kann ich reden? Sieh doch. Ah, ich verstehe. Der verdammte Spanner-Satellit. Nein, sieh hin. Wir müssen einen Weg finden, an diese Kleider zu kommen. Okay. Ja, jetzt, du heißt doch Smith und ich heiße doch Anderson, oder? Ja. Sagt dir das was? Ja. Irgendein Kennst du- Name? Kennst du Matrix, den Film? Ja. Agent Smith? Anderson? Da. Weißt du? Weißt du es jetzt wieder? Ui. Aber jetzt weißt du, was ich meine, oder? Ja. Na, können wir mit dir euch reden? Das haben wir gedacht. Ich arbeite jetzt ehrenamtlich bei der Müllabfuhr. Okay. Wahrscheinlich. Oh nein. Das Kätzchen. Ja, aber du musst mich nach hier nach oben katapultieren. Glaubst du das? Dich. Ja, wer sonst? Autsch. Ah, ich sehe schon, du bist das Talent. Also setzen wir drauf. Warte mal kurz, umgekehrt. Wir verlieren zu viel Energie. Hey, wie hast du mich erwischt? Bist du drauf? Ich hab schon. Ja. Gut. Aha. Siehst du das? Keine Heilung. Brauchst du was zu trinken? Was ist eigentlich das denn hier? Achso, da kommt Bauarbeiter, das runterschmeißen können. Okay. Okay. Ja, du musst rüber. Rüber. Zum Gärtner, siehst du? Und sei nett zu ihm, er ist ein Cousin von mir, so wie der aussieht. Ja. Hä? Wie? Ah, warte mal kurz, ich weiß, was du machen musst. Du musst, glaube ich, mit dem Ziegel die Treppe. Ach so. Na, oder doch nicht? Die Ja, Treppe? vielleicht, ja. Ah. Und jetzt noch die andere Treppe. Du Gut, ich gehe in Zwischenzeit mal zum Metzger. Nicht? Okay, geht nicht. Da musst du zu deinem Cousin. Ja, der ist übrigens ehrenamtlicher Wrestler. Macht nebenbei auch Gartenarbeit. Oh, und jetzt muss ich das Ding umhauen. Aha. Bitteschön. Hallo Jungs, ich bin Alex, der Gärtner. Ja, ich weiß. Ich muss meinen Bart rasieren. Ich bin mir aber was anderes. Sprich mit Alex, den Gärtner. Nein. Ah, das war nur für die Blumen. Pflanzen, ja. Okay, machen wir uns Kleider. Also die passen mir doch sicher nicht. Ja, endlich. Oder doch? Endlich richtige Klamotten. Und so wie Ach, das weißt- Büsi. Sicher? Also ich muss sagen, bei mir stehen sie, aber bei dir? Du hast doch eher blaue Augen. Also komm, wir müssen jetzt den Fallspieler hier reinlegen. Damit Kurzzeitgedächtnis. Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier gewettet wird. Warum fragst du mich? Sehe ich etwa wie ein Glücksspiel aus? Und mit wem sollen wir dann darüber sprechen? Wenn ihr mich besiegt, verrate ich euch vielleicht was. Okay. Schau auf die Karte, die du erhalten hast. Behalte die Bewegung der gedeckten Karte im Auge. Okay, normal. Ach so. Ja. Wir müssen herausfinden, welche Karte. Aber müssen wir das jetzt gleichzeitig machen, oder? Vielleicht macht es Sinn, wenn beide auf 2 schauen oder sowas. Ja, oder jeder von uns Charakter hat wahrscheinlich so eine eigene Karte und da müssen wir einfach herausfinden, wer die Karte hat. Ja, schauen wir mal. Okay. Starten wir? Ja. Ja. Was? Ach Ah, ich hatte Helm. Du hast das Hippo. Feld.
Oh oh. Ja. Müsste eigentlich. Also der hat das. Ha! Haha. Ah, es geht nach Reihenfolge, wer zuerst antwortet. Nach den Punkten, okay. Okay. Oh, na, eben nur so. Ja, gut. Oh, na toll. Wahrscheinlich. Du bist jetzt nicht sicher. Ha! Ah, Glück gehabt. Letzte Runde. Nettes Minispiel zwar, aber trotzdem. Mhm. Ach du Heilige. Nope, jetzt bin ich raus. Ja, Du hast meine genommen, glaube ich. okay, dann. Ja, Ah, okay. ist Ja, der? genau. Gewonnen! Bravo. Zum Glück muss nur eines. Ihr habt gewonnen. Ja. Geht zum Friseur und fragt nach Oswaldo. Dann kannst du dir endlich den Bart rasieren. Oh. Den Bart abrasieren. Ja, ja, ja. Komm, verfrühen wir die hier. Geht leider auch nicht. Was steht der Rings Single? Der Second Rings Age. sind... Doom. Jelly. Ah, Herr der Ringe, guck mal. Ah. Schicksalsberg. Und da ist ja Saurons Turm rechts. Ja. Links, das dürfte der Turm sein, also von, wie heißt noch der von Saruman, seiner Heimat? Nein. Wie ist die nochmal? Moment, ich schau mal grad. Wow. Isengard. Isengard. Ich habe vor meinem Computer hier die Map von Mittelerde. Okay. Ja, das ist aber nett hier, ob das jemand bemerkt hat schon, hä? Was haben wir da Schönes? Chenko Importing Co. We make an oil. You can refuse. Da weiß ich jetzt nicht, ob es eine Anspielung ist auf das Olivenöl. Ich meine, keine Ahnung, könnte vielleicht eine Anspielung sein auf der Pate. Kennst du überhaupt den ersten Film von der Pate? Wenn es lang her, aber es ist wenig. Also der Schauspieler sollte doch aufwachen im Bett und da sollte doch ein Plastikpferdekopf drin sein. Aber anstelle von einem Plastikpferdekopf haben sie einen echten Pferd hineingelegt. Okay. Und dass er das wirklich die aufgemachte Decke gesehen hat, hat er wirklich richtig geschrien. Deswegen. Oh. Oh. Ah, schon wieder Cutscene. Ah, jetzt geht's an dein Bart, ne? Ah, du bist eher an deine Tolle. Oswaldo. Was ist das, ein neuer Schnitt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne keinen Oswaldo. Hör mal zu, ich bin hart im Nehmen und wenn du denkst, dass ich dir was sage, täuschst du dich gewaltig. Also, Bart oder Haare? Bart. Den Bart. Oh oh. Ja, kann nichts dafür. Er wollte mir den Bart abrasieren. Öffne die Tür und dann den Flur entlang. Den ganzen Weg nach hinten und du findest den Bettraum. Danke. Ich mag deine Diskretion. Wir wollen ihn einfach hängen lassen da. Ja, ja, ja.